Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, also letzten Samstag war, wie alle so schon sagen, unsere Generalprobe gegen Udinese Calcio. Die ist uns gelungen, indem wir nach einem 2-0 Rückstand noch daraus ein 3:2 gedreht haben. Das war die Generalprobe und nun am Freitag steht unsere Feuertaufe an. Es ist eine Feuertaufe für diesen Kader, der in seinem Grundgerüst, kann man sagen, zusammengeblieben ist. Es ist eine Feuertaufe für unseren neuen Trainer Gerhard Struber, wie auch für den neuen Kapitän dieser Mannschaft, Timo Hübers. Für uns alle, sage ich mal so, wird dieses Spiel ein Schlüsselspiel sein. Dieses Spiel, das wir am Freitagabend um 20:30 Uhr gegen den HSV bestreiten werden. Ja, liebe Freunde, ich selber spüre schon dieses Kribbeln. Ich habe schon wieder richtig Bock. Gleichzeitig versucht man ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Zu Tipps und so weiter kommen wir an einer anderen Stelle etwas später dazu. Ich weiß nur, ich habe Vorfreude, die Saison startet. Finde natürlich schade, dass wir keine Saisoneröffnungsfeier hatten, aber anscheinend der ganze Plan mit Saisonvorbereitung, Trainingslager und dergleichen hat es wohl uns nicht erlaubt, so etwas zu erleben. Aber gut, Hauptsache, alle konzentrieren sich auf das Wesentliche. Ich selber halte den HSV definitiv für einen Aufstiegskandidaten. Allerdings mit dem Aspekt, dass sie vielleicht im Laufe der Saison einen Trainerwechsel vollziehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein Aufstieg mit Steffen Baumgart gelingen wird. Ja, und da kommt es halt entsprechend auch am Freitag zu einem Wiedersehen. Ja, liebe Freunde, da sind natürlich viele Emotionen mit dem Spiel bei dem einen oder anderen. Bei mir auch. Ich sag ganz ehrlich, ich habe teilweise mit Herrn Baumgart so ein Hühnchen zu rupfen, weil ich diesen Abstieg auch an ihm festmache. An vielen anderen Aspekten, aber auch an ihm. Deswegen treten wir auch gegeneinander an in dieser Saison. Ich finde es natürlich schade für den HSV, dass so ein Traditionsverein, wie wir es ja natürlich auch sind, mit uns zusammen diese traditionsreichen Duelle in der zweiten Liga antreten müssen. Aber dann sind wir alle irgendwie teilweise auch selber schuld, darf man auch an der Stelle nicht vergessen. Wobei das Wort Tradition möchte ich gerne nicht mehr so überstrapazieren. Das wird gerne inflationär genutzt mittlerweile von den einen oder anderen Vereinen. Deswegen sage ich immer, wir beide, HSV wie auch 1. FC Köln, sind Mythen- und Legendenvereine. Die Nachkriegsgeneration wie auch die Vorkriegsgeneration haben quasi die Geschichten, die wir uns bis heute erzählen, miterlebt und mitentwickelt, die alteingesessenen Rituale mitgestaltet. Deswegen, ich sag ganz ehrlich, wir sind beides Vereine, um die sich Mythen und Legenden ranken. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass ich mindestens einen Punkt mitnehmen möchte, liebe Freunde. Auch der ein oder andere HSV-Fan, der hier eingeschaltet hat, also solange ihr, sagen wir mal so, in der Kommentarsektion so ein bisschen die Kontenance bewahrt, ich heiße euch herzlich willkommen. Ihr seid jetzt nicht gerade ein Verein, den ich irgendwie hate. Ich hate nur mittlerweile euren Trainer. Aber gut, bin gespannt, was da am Freitag rauskommt. Ihr kriegt jetzt hier keinen Taktik-Talk und so weiter. Ich habe mir ein bisschen die Pressekonferenz angesehen. Tendenz geht dazu hin, dass Luca Waldschmidt, der übrigens auch mal für den HSV gespielt hat, eventuell in der Startelf steht. Klingt zumindest ansatzweise so. Abwehr sind wir uns da unschlüssig, was die Innenverteidigung betrifft. Er wurde auf Heinz oder Pauli angesprochen, hat halt davon geredet, er ist froh, diese beiden Optionen zu haben und mehr hat er auch nicht geäußert, also Gerhard Struber meine ich natürlich. Deswegen mal gucken. Fakt ist für mich, ich werde Julian Pauli an diesem Wochenende definitiv sehen, sei es bei den Profis oder bei der U21. Da könnt ihr mich eventuell auch sehen, falls der ein oder andere von euch im Stadion sein sollte. Das vorherige Heimspiel in der zweiten Bundesliga, wie auch das darauffolgende Heimspiel in der Regionalliga von unserer U21. Ich werde beide Spiele besuchen. Das Einzige, was mich jetzt so, die Tage war ich ein bisschen so am Hin und Her tendieren. Ich habe gesagt, das ist so ein Spiel, da kann es auch zu einem Unentschieden kommen. Das ist auch etwas, was ich nach wie vor behaupte. Es kann auch zu einem Unentschieden kommen und ich selber könnte Stand jetzt mit einem Unentschieden leben.
Jedenfalls der absolute Torjäger des HSV, einen, den ich auch gern bei uns gesehen hätte, Robert Glatzel, wird wahrscheinlich ausfallen. Der hat bis jetzt nur individuell trainiert und hat auch die ganze Vorbereitung kein Spiel gemacht. Und ja, Davy Selke wird seinem Spitznamen, den ich ihm gegeben habe, gerecht. Davy Selten wird wahrscheinlich eher mehr die letzte halbe Stunde oder 20 Minuten ins Spiel kommen. Und da befürchte ich eventuell ein Joker-Tor von ihm. Sage ich ganz ehrlich, ja, da gibt es im Sturm beim HSV nur als Option Königsdörfer, aber ich bin wegen der Arbeit bin ich ein bisschen schlechter vorbereitet. Seht es mir nach, wirklich. Ich habe wirklich eine scheiß Arbeit mit scheiß Schichten, sage ich euch ganz ehrlich. Aber mehr möchte ich an der Stelle auch nicht erzählen. Also zumindest ist die Arbeit von den Schichten her scheiße, aber genug von mir. Jedenfalls Königsdörfer und Nemeth sind halt so die einzigen Sturmoptionen. Allerdings, man muss auch aufpassen, auch wenn sie von außen kommen, ist Tonali wie auch Bakariata ein weiterer Spieler, den ich gern beim FC sehen würde. Also hätte ich hier irgendwas zu sagen, ich würde den versuchen zu holen, sobald wir wieder transferieren können. Das wird so ungewöhnlich für uns alle sein, wenn wir dann sagen, boah, wir können wieder Transfers tätigen, dann im Winter. Da gehe ich von aus, dass wir besonders auf diese beiden Spieler aufpassen sollten. Ansonsten, ihr wisst ja, Nemeth hin, Königsdörfer her, so selten sie auch treffen, laut HSV-Fans, oder zu selten treffen, laut HSV-Fans. Welcher Spieler hat nicht ungewöhnlicherweise schon gegen uns getroffen? Deswegen, das muss noch nichts heißen. Das muss ehrlich gesagt nichts heißen. Also bisher, nochmal, was unsere Mannschaft betrifft, von die Bilanz unserer Vorbereitung, die ist ja eigentlich vielversprechend. Wir haben ja kein Spiel verloren. Und ich hoffe inständig, dass Gerhard Struber wirklich so etwas wie eine eigene Handschrift entwickelt hat als Coach. Und dass das der richtige Weg für unsere Mannschaft letztlich ist. Was diese Mannschaft überhaupt nicht mehr brauchen kann, ist ein Coach mit der Attitüde eines Steffen, trotz Niederlage 2 Tage Urlaub, Hauptsache du kannst Deutsch, Baumgart. Wie auch eines Timo, habe ein neues englisches Wort gelernt, Crunchtime, Schulz, aufläuft. Hauptsache, diese Attitüde wird abgelegt, liebe Freunde, also damit können wir echt nichts mehr anfangen. Und nochmal kurz hier auf den Davy Selke-Transfer zu sprechen zu kommen. Hat mich jetzt nicht überrascht, der war ja ablösefrei, deswegen hat Steffen Baumgart sofort dazu zuschlagen wollen. Ich frage mich nur an der Stelle, der HSV kann ja transferieren, der HSV hat auch ein paar mehr Ressourcen finanziell als wir. Wie kommt es eigentlich, dass Baumgart nicht versucht hat, Steffen Tigges nach Hamburg zu locken? Er war doch bei uns sein Wunschspieler und passt doch perfekt in sein Schema. Erzielt jedes Schaltjahr mal ein Tor, generell per Kopf. Wird ja verboten, durch die Mitte zu spielen oder wurde verboten. War bis vor kurzem jedenfalls so. Und er kann Deutsch. Hey, das ist ja eigentlich ein perfekter Spieler für ihn. Ich meine, nichts ist wichtiger, dass ein Baumgart-Spieler Deutsch kann. Denn seine Taktik, die merkwürdigerweise jede Thekentruppe mittlerweile entschlüsselt hat, ist so komplex, dass du dafür schon binomische Formeln anwenden musst. Gefühlt hat seit der Schulzeit kein Mensch mehr den Satz des Pythagoras benutzen müssen. Es sei denn, der Trainer heißt Steffen Baumgart. Ja, tut mir leid, ich weiß, ich bin jetzt hier ein bisschen am Rumbitschen, weil der Stachel sitzt tief. Ich finde einfach, der ist mitschuld mit seiner sturen Einstellung gewesen. Die ganze Hinrunde hätten wir ein paar Punkte mehr, die uns vielleicht was genutzt hätten, erzielen können, wenn wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger mal gegen den einen oder anderen Gegner gespielt hätten. Aber ne, immer wieder die gleiche Sülze. Deswegen, ich glaube auch, wir haben gute Chancen, da ein gutes Spiel zu machen. Also zu Hause ein gutes Spiel vor ausverkauftem Haus zu machen. Wollte ich auch nochmal darauf hinweisen. Ausverkauftes Haus in Müngersdorf. Weil unsere Spieler kennen seine Taktik. Der spielt doch eh immer das Gleiche. Ich meine, hört mal zu. Ja, ich versuche jetzt, das war jetzt hoffentlich das letzte Mal, dass ich irgendwie ein Bedürfnis gehabt habe, über ihn rumzubitschen. Versteht mich nicht falsch. Ich war einer, der den Steffen Baumgart-Hype mitgetragen hatte. Ich habe wirklich auch jedes gottverdammte Polo-Shirt von ihm gekauft. Jede verdammte Gatsby-Cap und jede verdammte Mütze. Autogrammkarte. Ich habe mich komplett blenden lassen. Naja.
Aber wisst ihr, ich handhabe meine FC-Sammlung quasi wie ein zukünftiges Museum, wenn ich dafür Platz habe. Und deswegen bereue ich es auch wiederum nicht. Ich habe ja schließlich auch ein Ewald-Lien-Hemd. Allerdings, Hype hin oder her, als mein Verein unter seinen offensichtlich gewachsenen Größenwahn begann zu leiden und was nicht hätte sein müssen, wenn der Herr mal seinen Horizont erweitert hätte, stand der FC ab da selbstverständlich, dieser scheiß spiegelverkehrte Scheiße, stand der FC selbstverständlich deutlich über dem Wohlergehen eines Steffen Baumgarts. Wir sind ein professioneller Fußballclub und keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ne? Von daher, liebe Freunde, ich will diese Scheiße entweder gewinnen oder zumindest ein Unentschieden schaffen. Und von daher, mein Spieltagstipp ist jetzt einfach vom Bauchgefühl her ein 2-1. Mein Kopf sagt aber 1-1. Fakt ist, ich glaube, wir kassieren ein Tor, aber das wird uns am Ende keine Niederlage bringen. Ja, und wenn ihr dann am Freitag da seid, insbesondere die Freunde aus der Südkurve, da möchte ich euch um etwas bitten. Während der Europameisterschaft wurde sicherlich unser Fanblock verschandelt durch fremde Sticker. Deckt euch ein, könnt ihr beim Stand der aktiven Fanszene gerne machen. Na? Und überklebt die Scheiße. Ich gehe 100% davon aus, dass da irgendein Blödsinn von irgendwelchen Fangruppierungen geklebt wurde, die da nichts verloren haben. Ja, und dann nochmal zu guter Letzt, das möchte ich gerne in dieses Video noch mit einbauen, hat sich unsere aktive Fanszene nochmal in einem Statement zu der letzten Saison geäußert. Ja, und ich werde euch jetzt gleich einfach nur vorlesen. Es wird auch eine Einblendung dieser Mitteilung geben, gescreenshottet. Aber ich möchte euch im Voraus als Disclaimer sagen, ein Kommentar zu dieser Mitteilung würde an der Stelle den Rahmen sprengen, liebe Freunde. Allerdings, damit ihr versteht, wie ich ticke, sollt ihr wissen, dass die Meinung der aktiven Fanszene für mich deutlich mehr Relevanz hat als die des Vorstands und des Mitgliederrates. Denn sie sind die Konstante in unserem Verein und in Sachen Außendarstellung repräsentieren sie deutlich mehr das, was ich unter einer FC-DNA verstehe. Und ich meine, ich gehe mal nicht davon aus, dass sich die bekannten Ultra-Gruppierungen zusammensetzen und sagen würden, boah, spürbar anders. Ja, das wäre ein geiles Vereinsmotto. Von daher steigen wir direkt mal in dieses Statement rein, liebe Freunde. Ich lese es euch nur vor und dann sind wir fast am Ende. Das wird aber ein bisschen jetzt Zeit in Anspruch nehmen. So. Unser Fazit zur Abstiegssaison. Nachdem wir die Sommerpause dafür genutzt haben, die Entscheidungen der verantwortlichen Personen beim 1. FC Köln zu analysieren, möchten wir uns kurz vor Saisonbeginn umfassend äußern und unser Fazit zu den Geschehnissen der vergangenen Monate ziehen. Wenig gleich wir als Südkurve 1. FC Köln keine Köpfe fordern, können wir die Kritik an der Vereinsführung nachvollziehen. Mit dem Setzen von Leitplanken befindet sich der Vorstand auf dem richtigen Weg. Dennoch steht für uns nach dieser Abstiegssaison fest, sich für eine Geschäftsführung zu entscheiden und diese machen zu lassen, funktioniert nur bedingt. Hier sollten strategisch mehr Vorgaben gemacht werden, um kontinuierlich Vorgänge hinterfragen zu können. Finanzen und Kaderplanung. Unabhängig davon sehen wir die finanzielle Gesundung des Vereins als eine absolute Notwendigkeit an. Der FC wurde nicht kaputt gespart, vielmehr mussten Verbindlichkeiten der jahrelangen Misswirtschaft in der jüngeren Vergangenheit bedient werden. Darüber hinaus bewerten wir die Etablierung einer einheitlichen Spielidee von der Jugend bis zu den Profis durch Christian Keller positiv. Diese Spielidee gilt es weiter auszubauen und so umzusetzen, dass sie dem 1. FC Köln langfristig einen Vorteil gegenüber anderen Vereinen verschafft. Ebenso ist es ein unabdingbarer Schritt, die Infrastruktur am Geisbockheim zu verbessern, um langfristig die Zukunft des Vereins zu sichern. Darüber hinaus teilen wir die Überzeugung, an den richtigen Werten des Fußballsports festzuhalten, für die 50+1-Regel einzutreten und einen Investoreneinstieg bei der DFL abzulehnen. Gleichwohl muss sich die sportliche Leitung für die Kaderplanung der Abstiegssaison verantworten. Die Mannschaft war schlichtweg nicht breit genug aufgestellt, um Verletzungssorgen ausreichend auffangen zu können. Zudem wurde zu sehr auf die Karte Steffen Baumgart gesetzt. Haha, da sind wir ja.
Keine noch so populäre Person ist größer als der Verein. Das Vorgehen eines Trainers, sich auf deutschsprachige Spieler zu beschränken, ja, Mann, ja! Entschuldigung. Oder den Handlungsspielraum neben den finanziellen Rahmenbedingungen weiter einzuschränken, darf sich nicht wiederholen. Im Zweifel müssen auf der sportlichen Ebene auch unpopuläre Entscheidungen getroffen und die viel zitierte Unruhe in Kauf genommen werden. Thema Transfersperre. Zu Transfersperre haben wir uns bislang relativ bedeckt gehalten. Schließlich gehören wir nicht zu denjenigen, welche die Mannschaften der Verbände billigen. So korrupt sich die Verbände wie die FIFA auch geben, sind die Statuten hinsichtlich der Verpflichtung junger Spieler allerdings eindeutig. Das Wirken von Jörg Jakobs hat in diesem Zusammenhang zu Recht zu seiner Entlassung geführt. Aus unserer Sicht kann man hier weniger vom Bauernopfer als von einem richtigen Schritt der verantwortlichen Personen sprechen. So richtig dieser Schritt gewesen ist, so falsch war die juristische Einschätzung des Vorstands und der Geschäftsführung zur drohenden Klage. Wir verstehen zwar, dass man nicht bereit war, seine Position zum Zeitpunkt vor dem Kass-Urteil in der Öffentlichkeit aus taktischen Gründen zu revidieren, spätestens jedoch, als diese krachend scheiterte, wäre der Mitgliederstammtisch in der Sommerpause der Zeitpunkt gewesen, um für Klarheit zu sorgen. Leider wurde dies verpasst. In diesem Zusammenhang können wir die Reaktion des Vorstands am Newsletter des Mitgliederrats nicht nachvollziehen. Wir erwarten von einem Aufsichtsorgan, dass dieses sich kritisch mit der Arbeit eines Vorstands auseinandersetzt. Dies hätte früher erfolgen können, aber den Inhalt des Newsletters, insbesondere im Hinblick auf Kontrollmechanismen, teilen wir. Thema Mitgliederrat. Die Vereinsstrukturen sind aus unserer Sicht der Grund, dass der 1. FC Köln trotz Transfersperre und Corona-Spätfolgen in der Lage ist, den größten Teil des Kaders zu halten, ohne sich neu verschulden zu müssen. Dass eine Schar von Sportjournalisten immer noch nicht müde wird, jedwede Situation zu nutzen, um diese Strukturen anzugreifen, lässt tief blicken. Hier darf das Narrativ der Vollamateure oder seit neuestem Laien scheinbar zum Selbstzweck herhalten. Im gleichen Atemzug wird eine vermeintlich schädliche Unruhe beschworen. Diese Argumentationslinie können wir nichts abgewinnen. Der 1. FC Köln lebt durch seine Fans und Mitglieder. Wir erwarten von allen Verantwortlichen, dass sie das als Chance und Privileg begreifen und nicht als Standortnachteil. Selbstverständlich ist auch die Arbeit des Mitgliederrats hinsichtlich seiner Aufgabe der Kontrolle des Vorstands kritisch zu beleuchten. In Hinblick auf die anstehende Wahl für den Mitgliederrat werden wir die Kandidaten genauer unter die Lupe nehmen. Neben den für uns relevanten vereinspolitischen Aspekten ist es für uns auch unabdingbar, dass die gewählten Personen ihren Auftrag ernst nehmen und im Sinne des Vereins handeln. Der Platz im Mitgliederrat dient nicht dazu, sein persönliches Netzwerk aufzubauen, Privilegien in Anspruch zu nehmen oder mit dem Vorstand in sozialen Netzwerken zu posieren. Der Blick von außen reicht schon aus, um zu erkennen, dass bei amtierenden oder mittlerweile ehemaligen Mitgliederräten der Fokus augenscheinlich eher auf dem persönlichen Vorteil als auf den des Vereins gerichtet ist. Diese Erfahrung wird in unsere Wahlempfehlung einfließen. Dabei wird auch die fachliche Eignung der Kandidaten eine noch größere Rolle spielen. Blick in die Zukunft. Der 1. FC Köln steht vor einer Zeitrechnung voller Herausforderungen. Der Kader für die zweite Liga, ohne dass man sich dafür finanziell oder anderweitig verbiegen musste. Die ersten Pflichtspiele werden zeigen, ob der Trainer zur Mannschaft passt und die erwähnte Spielidee greift. So schmerzlich ein Rückschritt auch ist, kann hier die Chance ergriffen werden, wichtige Inhalte umzusetzen. Die Entwicklung von jungen Spielern sollte hierbei nicht aus der Not entstehen, sondern vielmehr als langfristige Philosophie verstanden werden. Darüber hinaus sollten die Mitglieder verstärkt in die nächsten wichtigen Schritte einbezogen werden. Am Beispiel Geisbockheim sieht man, was die Basis bewirken kann. Hier sind alle Beteiligten aufgefordert, mit anzupacken. Wer den Verein mitgestalten möchte, sollte nicht nur darauf achten, welche Richtung die Verantwortlichen einschlagen, sondern sich auch an anderen Stellen entsprechend einbringen. In dieser Hinsicht möchten wir jetzt schon auf die Mitgliederversammlung am 24. September 2024 hinweisen. Schlussendlich sind wir froh, dass das Team Zukunft mittlerweile der Vergangenheit angehört. Abermals hat sich gezeigt, dass Inhalte wichtiger sind als Personen. An diesem Grundsatz werden wir uns auch in den kommenden Jahren halten und uns bei allen Entscheidungen an unseren Zielen orientieren. Ja, das war das Statement vom Südkurve e.V.
Ja, ich teile ehrlich gesagt zu mindestens 90% deren Meinung und kann ich so größtenteils unterschreiben. Und das mit Baumgart, da habe ich mich voll mit identifiziert. Gut, Freunde, wir sind, glaube ich, denke ich mal, startklar. Morgen, also ich lade das Video am Donnerstag hoch, ist es soweit. Dann ist es soweit und dann wird der Weg geebnet. Voller Vorfreude, also ihr könnt mich vielleicht eventuell am Spieltag selber in meinem Stammlokal Aphrodite eventuell sehen. Wer Bock hat, kann Hallo sagen, aber es soll nicht um mich gehen, es soll um den 1. FC Köln gehen. Von daher, diesmal einfach Common FC und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann auch beim Aftermatch-Talk, hoffentlich mit einem zufriedenstellenden Ergebnis. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.